Hi zusammen, ich bin Anita und ich mache Videos über die Passerelle. In diesem Video geht es um den Übergang von Passerelle zur Uni. Aber zuerst mal gratuliere ich euch ganz herzlich für die bestandene Passerelle. Yay! Ich weiss genau, dass es ein bisschen hektisch kann sein, vor allem wenn ihr gerade mit der Uni anfangt, wenn ihr euch noch ein Jahr Zeit gebt und arbeitet oder reist oder was auch immer, ist es vielleicht ein bisschen gemütlicher. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe gerade nach der Passerelle mit der Uni angefangen und wegen dem habe ich gedacht, ich gebe euch ein paar Tipps. Ich habe am 5. September 2017 erfahren, dass ich Passerelle bestanden habe. Und dann am Nachmittag hat es noch so ein Apero gegeben, aber nichts Spezielles, wirklich gar nicht. Wir sind auf irgendeinem normalen Stuhl gehockt und wir sind einfach aufgerufen worden, haben einfach uns Zeugnis bekommen und fertig. Also es hat nichts wirklich Spezielles gegeben. Wir sind, ja, es ist eigentlich ja, ein bisschen traurig, aber ja eben. Und das ist relativ spät, also ich weiß auch nicht, wieso wir das so spät erfahren haben, aber ja, weil es hat auch Mitte September hat ja nachher die Uni gerade angefangen. Erstens mal versucht euch zu entspannen. Ihr habt wirklich sehr hart dafür gearbeitet und wir waren wirklich gestresst gewesen. Und ja, versucht euch jetzt einfach mal zu entspannen. Vielleicht könnt ihr das auch nach der Prüfung schon können, aber normalerweise ist man ein bisschen aufgeregt, bis man weiss, ob man bestanden oder nicht. Das Wichtigste, was ihr machen müsst, ist, eure Unterlagen der Uni zu schicken, beziehungsweise persönlich vorbeizugehen, so geht es schneller. Also ich bin auf Bern, also ich wohne im Aargau, also ich bin extra auf Bern gefahren mit dem Zug, um es persönlich vorbeizubringen, weil man weiss nie mit der Post und ja, es erspart euch quasi auch einen Tag, dass der ganze Prozess schneller durchläuft, weil es dauert extrem lang, bis ihr wirklich immatrikuliert sind und es ist nervig. Also, ich habe erst in der 3. Woche von der Uni meine Legi bekommen, also von dem her, ja, bringt das Zeug vorbei. Natürlich auch, falls ihr euch noch nicht sicher seid, was ihr studieren wollt, weil vielleicht habt ihr euch für mehrere Studiengänge an verschiedenen Unis angemeldet. Ja, würde ich das halt so schnell wie möglich entscheiden. Ich habe das gemacht, ich habe mich an 2 Unis angemeldet. Ja, aber eben Studiengangwahl und so ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall schaut dann eben, was ihr machen wollt, wo ihr hin wollt. Sagt denen ab, wenn ihr eben euch an mehreren Unis angemeldet habt oder auch euch einen Plan B oder was auch immer, weil ich habe mich auch an einer Fachhochschule angemeldet, haben die dann abgesagt und das ist quasi das Erste, was wir machen müssen, ist einfach schauen, dass eure Dokumente dort hier kommen, wo sie hin sollten und dass ihr an anderen Orten absagt. Genau. In der Woche vor der Uni hatte ich so Einführungstage, die waren freiwillig gewesen. Und dann halt einen offiziellen Einführungstag. Macht euch keine Sorgen, ihr erfahrt alles, was ihr erfahren müsst. Ihr könnt es eben auch an der Uni anfragen, wobei, ich weiß, es ein bisschen unfreundlich, aber also das allgemeine Sekretariat, aber was auch immer. Und eben, fragt auch, es ist ein bisschen ihr müsst euch keine Gedanken machen. Eben, bei euch geht es ein bisschen länger, bis ihr immatrikuliert seid, aber zumindest die E-Mail-Adresse und dass ihr euch für Vorlesungen anmelden könnt, das ist bei mir jetzt genug früh eingetroffen, zum Glück. Und das Problem ist halt auch, ihr bekommt dann irgendwann einen Einzahlungsschein und wenn ihr das gezahlt habt, dann bekommt ihr erst die Legi und ja, dann sind ihr erst wirklich immatrikuliert in dem Sinn. Genau, also die anderen wissen auch nicht viel mehr als ihr. Vielleicht bekommen ihr noch ein paar Unterlagen. Schaut auf der Internetseite der Uni, also spezifisch bei dem Studiengang, wo ihr anfangt, ob es da Informationen gibt. Normalerweise eben findet ihr dort auch einen Stundenplan und wisst eben immerhin, wo ihr hin müsst. Wenn es einen offiziellen Studienbeginn-Tag gibt, dann könnt ihr auch sicher mit diesen Leuten dort reden, falls ihr noch Fragen habt. Also die meisten Leute wissen nicht mehr als ihr. Ihr müsst also keine Angst haben, was das angeht. Und ihr müsst auch nicht irgendwie gerade alle Bücher kaufen oder was auch immer. Also schaut zuerst mal, was euch gesagt wird, was ihr braucht. Vielleicht gibt es auch Sachen online. Ich bin eben sehr nervös und habe gedacht, ja, wir müssen schon alle Bücher haben und das und jenes. Und ja, macht euch keine Sorgen. In den ersten Vorlesungen wird euch alles
gesagt, was ihr wissen müsst und was ihr kaufen müsst. Und ja, also einfach, es ist okay. Genießt es. Ihr habt Passerelle bestanden. Was auch noch wichtig ist, ihr habt, also ich weiß nicht, wie es an den anderen Unis ist, aber ihr könnt euch erkundigen. Bei uns, also an der Uni Bern, habt ihr, ich würde sagen, 3-4 Wochen, glaube ich, Zeit, wenn ihr mit dem Studium anfangt, das Studiengang zu wechseln. Und das ist noch wichtig, weil es kann ja sein, dass ihr euch nicht ganz sicher seid und auf jeden Fall erkundigt euch, ob das möglich ist. Also bei uns ist es auch relativ einfach, ihr müsst einfach ein Mail schreiben und ja, weil später dann müsst ihr wirklich warten und müsst ihr wirklich das ganze Semester eigentlich warten und dann, ja, damit ihr den Studiengang könnt wechseln, also, oder beziehungsweise das Jahr, je nachdem, ob es das Hauptfach ist oder was auch immer. Aber das könnte noch wichtig sein. Ja, ich weiß auch nicht, also was könnte ich euch für Tipps geben? Ich meine, das ist einfach nur der Übergang. Die Uni selber gibt es natürlich 10'000 weitere Tipps. Aber ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste. Aber es wird stressig sein, es kommt viel Neues auf euch zu. Aber glaubt mir, wirklich, ihr schafft das schon, wenn ihr wirklich merkt, dass das Studiengang nicht für euch ist. Eben, könnt ihr noch immer wechseln oder halt dann später. Bei Nebenfächern ist es ein bisschen einfacher. Ja, also Hauptsache, eben, ihr habt Passerelle bestanden, ihr könnt jetzt eigentlich, euch stehen die Wege in dem Sinn offen. Die Sache ist halt einfach auch, nach der Passerelle ist es auch ein bisschen schwer, Motivation zu finden, wieder mit dem Lernen anzufangen, weil ihr habt euch wirklich so gestresst während dieser Zeit, dass ihr auch ein bisschen eine Pause braucht. Wegen dem habe ich ja gesagt, versucht euch ein bisschen zu entspannen, jetzt wo ihr erfahren, dass ihr bestanden habt. Und ja, also falls ihr Fragen habt dazu, eben zum Übergang, kann ich die euch hoffentlich beantworten. Eben wenn es wirklich unispezifische oder studiengangsspezifische Fragen sind, schaut auf der Internetseite, zum Teil haben sie auch so meistgestellte Fragen oder also so FAQ oder was auch immer, eine Rubrik, wo ihr da nachschauen könnt. Vielleicht steht da schon eine Antwort auf das, was ihr sucht. Und das gibt es auch immer für die einzelnen Studiengänge auch Fachstellen oder Beratungsstellen, wo ihr euch melden könnt. Ja, also keine Angst, eben. Aber eben, falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die da unten. Und falls ihr Ideen habt für andere Videos, falls ihr noch irgendetwas sehen wollt, wissen, was auch immer, könnt ihr mir die auch gerne stellen. Auch für Leute, die Passerelle jetzt noch nicht in dem Sinn gemacht haben, vielleicht erst angefangen haben oder in Zukunft anfangen werden. Falls ihr noch etwas zu der Passerelle wissen wollt, eben, mache ich gerne noch Videos dazu. Ja, und sonst hoffe ich, dass euch das irgendwie etwas gebracht hat. Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles. Ja, freut mich, dass ihr das Video angeklickt habt. Und ja, sonst sieht man sich vielleicht in einem anderen Video. Tschüss!